habe ich da so ein bisschen einen Druck. Das muss ich lustig sein. Nein, keine Ahnung. Guten Morgen, liebes ICF. Ja, 20 Jahre, das ist sehr lang. Und ich darf sagen, nach bald 25 Jahren ICF Basel habe ich heute eine Premiere. Ich werde auf Hochdeutsch predigen. Ja, wow. Ja, genau. So fühle ich mich auch. Wow. Ich fühle mich so ein bisschen so, wie werde ich da über meine Zunge stolpern, aber ich gebe mir Mühe. Und falls ihr es nicht versteht, dann, ja dann. Hattet ihr einen Sonntagmorgen? Ja, wir sind in der Serie vom Jakobusbrief und es ist so ein Brief, der uns gefühlt mit fast jedem Wort so eine Ermahnung mitgibt. Und so viele Ermahnungen, das könnte ja auch irgendwie einem fast ein bisschen zu viel werden. Das könnte einem so einen Druck aufbauen. Aber es geht eben nicht um Druck. Ralf hat ganz am Anfang der Serie so schön gesagt, hey, unser Glaube, der muss relevant sein. Der muss Auswirkung haben in unserem Leben. Der kann sich nicht nur irgendwo einfach so in deinem Hirn abspielen. So einmal durch alle deine Hirnwindungen durchwandern und dann, ja, spannend. Schön, interessant. Nein, und jetzt? Und genau um dieses und jetzt geht es in Jakobus. Und einfach, lass mich das klarstellen, ich finde es sehr empfehlenswert, wenn man die Hirnwindungen, die man bekommen hat, auch rege nutzt. Ich bin froh, wenn wir das täglich, mehrmals, immer wieder machen. Und ich finde, es ist empfehlenswert, wenn du das, was du glaubst, 1, 2, 3 Mal immer wieder durch deine Hirnwindungen wandern lässt. Aber schlussendlich ist das, was herauskommt, das, was es in deinem Leben bewirkt, das ist, was zählt. Und Jakobus spricht so viele Themen und Bereiche an, in denen unser Glaube sichtbar, spürbar, erlebbar werden soll und erlebbar werden wird. Und heute schauen wir das Kapitel 3 vom Jakobusbrief. Ganz kurz zusammengefasst könnte man sagen, da geht es um die Macht der Worte, die Macht der Zunge. Und ich habe noch eine Premiere für mich. Ich werde starten mit einem Experiment. Ich habe, glaube ich, noch nie Menschen auf die Bühne geholt, weil ich das immer so furchtbar peinlich finde und ich immer denke, ja, da wäre ich lieber zu Hause geblieben. Aber heute brauche ich 2 mehr oder weniger Freiwillige. Freuen musst du dich gar nicht, du kannst es total blöd finden, aber komm einfach und erlöse mich. 2 Menschen, die neben mir hier ein kleines Experiment machen. Ja, eben, euch geht es genau so, wie mir es jeweils geht. Scheiße. Es macht meistens nicht, ja, schau mal, danke vielmal. Ah nein, ich dachte mir schon, du rettest mich. Ja, genau, also. Ja, also. Das ist eine Freundin, das ist eine Freundin. Ah, herzlichen Dank, herzlichen Dank. Irene, du darfst hier hinstellen. Genau. Hey, ich habe das mal gesehen und dachte, das ist gar nicht schlecht. Jetzt habe ich die größten Freiwilligen gefunden. Das ist natürlich auch gut, super. Also, ihr bekommt beide eine Tube Zahnpasta und das Ziel ist, wenn ich dann nachher Achtung, fertig, losgesagt habe, so schnell wie möglich den ganzen Inhalt der Zahnpasta da auf diesen Zeller zu drücken. Ja, einfach nicht auf mich, nur auf den Teller. Keine Zeichnung? Nein, keine Zeichnung, einfach so schnell wie möglich. Achtung, fertig, los. Deine war schon alt, hast du gesehen? Hat sie gesagt, wir dürfen nicht schießen? Ja, ihr seid aber beides sehr, 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 sehr gut. Ja! Das ist holländisch leer. Das ist holländisch leer, das ist Schweizer Qualität leer. Ich muss sagen, wir haben 2 Gewinner mit der Zeit.
Die Zeit war bei beiden super, der Inhalt war da noch ein bisschen besser draußen. Also der erste Schritt, den hast du schon sehr gut gemacht. Das Experiment geht weiter. Zähneputzen. Weil ihr bekommt jetzt ein Löffeli. Und mit diesem Löffeli müsst ihr alles, was ihr rausgedrückt habt, wieder reindrücken. Und der da schneller ist, der hat wirklich gewonnen. Die Predigt wird sehr lang. Ja, Ich Achtung, schlempe mit meinem Mann. fertig, los. Von der Zeit es funktioniert. Nein, es funktioniert nicht. Wir hören dieses Experiment hier auf. Herzlichen Dank für euer Mitmachen. Das machen die dann. Vielen, vielen Dank. Wir schauen, dass da nicht Zahnpasta in den Haaren ist. Tja, was draußen ist, ist draußen. Haha, jetzt kommt's. Und so ist es eben auch mit unseren Worten, die wir da so tagtäglich rauslassen. Was draußen ist, ist draußen und wir bekommen es einfach nicht mehr rein. Und die einigen Männer unter euch denken vielleicht, ja, bei dir als Frau ist das natürlich auch relevant, weil Frauen, da kommt auch sehr, sehr viel Wörter raus. Aber wir Männer, ein Wort, Frauen, ein Wörterbuch. Aber ich habe da ein bisschen recherchiert, liebe Männer. Die Vorstellung, dass Frauen ein deutlich größeres Worttagesbudget haben, ist sehr verbreitet. So in populärwissenschaftlichen Büchern liest man häufig, dass Frauen so ungefähr 20.000 Worte pro Tag reden und Männer kommen durchschnittlich nur auf, ich habe es aufgeschrieben, 7.000 Worte. Das hat sich tief verankert bei uns. Aber wirklich solide und empirische Daten für diese Behauptung, die findet man eben gar nicht, weil es gar nicht so einfach ist, das in einer Studie irgendwie zu erfassen. Und es gibt eine Studie so ums Jahr 2000, da wurden 400 Menschen mit einem Audiorekorder ausgestattet und über längere Zeit hat sich dieser Audiorekorder 5-mal pro Stunde für 30 Sekunden eingeschaltet. Das wurde dann gesammelt, das wurde dann alles transkribiert und irgendwie schlau hochgerechnet. Und dann kam man drauf, dass beide Geschlechter immer durchschnittlich etwa 16.000 Worte pro Tag reden. Bei den Männern war der Durchschnitt 15.669 und bei den Frauen 16.215. Ich habe mir sagen lassen, dass dieses Mehrbudget von 546 Wörtern statistisch unbedeutend ist. Aber was spannender ist, die Unterschiede im individuellen Wortbudget, die sind riesig und zwar unabhängig vom Geschlecht. Die schweigsamste Person der Studie hat etwa 800 Wörter geredet. Nicht so viel. Und jetzt kommt's, die redefreudigste Person der Studie, die kam durchschnittlich auf über 47.000 Worte pro Tag. Fahr mal Zug mit der. Und jetzt kommt das Allerspannendste. Beide Personen waren Männer. Aber so egal, ob Mann oder Frau, wir reden im Allgemeinen sehr viel. Und weil wir so viel reden, ist eben auch so viel Potenzial da. Potenzial für Worte, die aufbauen, die Leben spenden, die frei machen, die wegweisend sind, die wohlwollend sind. Aber da ist eben auch Potenzial für Worte, die klein machen, die gefangen halten, die niedermachen, die kaputt machen, die zerstören und verletzen. Und ich glaube, denn ich bin mir sogar ziemlich sicher, da sage ich dir gar nichts Neues. Dass Worte Macht haben, das weißt du schon. Weil das hast du wahrscheinlich schon selber erlebt. Worte, die über dir ausgesprochen wurden, vielleicht von Lehrpersonen, ja schau mal, so wird das sicher nicht mit dir. Kannst du denn nicht? Von Eltern, ach ehrlich, typisch, immer
immer du. Schau mal deine Schwester. Da geht's. So schwierig ist das nicht. Worte, die manchmal ganz bewusst platziert wurden, um so richtig weh zu machen. Und manchmal Worte, die ohne groß nachzudenken einfach so rauskommen, aber beim Gegenüber so tief gehen, dass diese Worte Jahre später, manchmal Jahrzehnte später, immer noch sehr, sehr laut in unseren Herzen reden. Und manchmal bist du es, der diese Worte hört. Und manchmal merkst du, ja, ich bin ich bin die diese Worte herauslässt. Und du merkst vielleicht, so gerne würde ich das, was ich rausgelassen habe, wieder in die Tube reindrücken. Aber es geht nicht. Entschuldigung, jetzt kommt der Moment. Ich bin so nämlich ein bisschen heiser. Ich werde noch ein paar Mal abtauchen vielleicht. Dass Worte Macht haben, das weißt du schon. Und da brauchst du wahrscheinlich keine Predigt dafür. Aber vielleicht brauchst du den heutigen Morgen, damit Gott, damit der Heilige Geist so in dein Leben hineinreden kann. Dass dieses Wissen, das über die Macht der Worte, dass dieses Wissen den Weg aus deinen Hirnwindungen in dein Leben hineinfindet. Ist doof, wenn man heiser ist und man muss viel reden. Jakobus startet das Kapitel 3 interessanterweise eigentlich mit einem Hinweis an sich selber. Er redet nämlich zu den Personen, die in der Gemeinde lehren, so wie er das macht. Ja, super. Meine Brüder, nicht so viele von euch sollten Lehrer der Gemeinde werden wollen. In einer anderen Übersetzung heißt, meine Brüder und Schwestern. Es sollten sich nicht so viele in der Gemeinde um die Aufgabe drängen, andere im Glauben zu unterweisen. Ihr wisst ja, dass wir Lehrer vor Gottes Gericht strenger beurteilt werden als die anderen. Das finde ich einen schönen Start. Das wäre jetzt so der Moment, in dem ich so halb elegant sagen könnte, tschüss zusammen, das war's für mich mit dem auf der Bühne stehen und das sagen. Ich muss ganz dringend Zähne putzen, weil ich habe noch so viel Zahnpasta. Aber ich bin mir der Verantwortung bewusst und mache da mal weiter. Ich halte das noch ein bisschen in der Hand. Also das geht ja nicht. Warum startet? Es liegt gar nicht am Hochdeutsch, dass er mich nicht versteht, sondern am Tafeli, am Trinken und an meiner Stimme. So, zur Zeit von Jakobus waren die Lehrer sehr angesehen. Die hatten so einen Status. Wer gelehrt hat, der war jemand. Der war fast so ein bisschen wie ein Star, wie ein Promi. Bei den Juden waren das die Gesetzeslehrer der Tora und in der griechischen Welt waren das die Weisheitslehrer, die Philosophen. Und nun war da diese neu entstandene christliche Gemeinschaft. Und scheinbar gab es da Leute, die so ihre Chance witterten und dachten, das ist der Moment, in dem ich auch wichtig sein kann, in dem ich auch wer sein kann. Und es gab scheinbar fast so ein Gedränge unter den Christen. Ich will auch noch was sagen und im Fall meine Auslegung, meine Gedanken, die sind im Fall besonders. Und ich habe keine Ahnung, wie das heute ist. Da müssten wir mal Matthias Saladin fragen. Gibt es ein Gedränge unter den Predigern? Aber der Jakobus, der sagt auf alle Fälle zu den Lehrern, und da spricht er zu sich selber, hey, wir haben eine Verantwortung für das, was wir herauslassen.
Das gilt insbesondere für Predigerinnen, für geistliche Lehrer, das gilt für Small Group Leiter, es gilt aber auch, finde ich, für Politiker, für Influencer, für Stars, Promis. Je größer der Radius, je mehr Reichweite und je mehr Worte daraus kommen, desto größer die Verantwortung. Aber Verantwortung haben wir alle für unsere Worte. Da ist Jakobus ganz klar. Und darum wechselt er ganz schnell schon in Vers 2 von den Predigerinnen und von den geistlichen Lehrern im Spezifischen zu uns allen. Und er spricht uns alle an. Und er sagt, hey, und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Jakobus zeichnet da uns fast so ein bisschen eine perfekte Welt auf, eine perfekte Welt mit vollkommenen Menschen. Und er sagt, ja, wie würdest du dann diesen vollkommenen Mensch erkennen? Nicht an seinem verklärten Strahlen, nicht an seinem liebevollen Blick, nicht an seiner Hilfsbereitschaft, nicht einmal an seinem Gebietslieben, sondern du erkennst ihn an seinen Worten, an dem, wie er oder sie redet, an dem, was er oder sie redet, weil genau dort fängt es an. Aber Jakobus, und da bin ich so froh drum, weil das baut Druck auf und da kommt der Druck weg. Er sagt, ganz ehrlich, das schaffen wir nicht. Wir machen Fehler, wir sind nicht vollkommen und wir müssen auch nicht vollkommen sein. Aber wir können uns verändern lassen und das soll sich zeigen im Umgang mit unseren Worten. Und dann redet Jakobus von der Zunge, von der Macht der Worte. Und wir lesen gerade zusammen den ganzen Text, der ist relativ lang. Wir legen den Pferden das Zaumzeug ins Maul, damit sie uns gehorchen. So lenken wir das ganze Tier. Oder denkt an ein Schiff. Es ist groß und wird von starken Winden getrieben. Trotzdem wird es mit einem winzigen Ruder gesteuert, wohin der Steuermann es haben will. Ebenso ist es mit der Zunge. Sie ist nur klein und bringt doch gewaltige Dinge fertig. Denkt daran, wie klein die Flamme sein kann, die einen großen Wald in Brand setzt. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist eine Welt voller Unrecht und beschmutzt den ganzen Menschen. Sie setzt unser Leben von der Geburt bis zum Tod in Brand mit einem Feuer, das aus der Hölle selbst kommt. Der Mensch hat es fertiggebracht, alle Tiere zu bändigen, Raubtiere, Vögel, Schlangen, Fische. Aber die Zunge hat noch niemand bändigen können. Diesen ruhelosen Störefried, voll von tödlichem Gift. Mit der Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, mit ihr verfluchen wir unsere Mitmenschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Aus demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder und Schwestern, das darf nicht sein. Eine Quelle lässt doch nicht aus der gleichen Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser fließen. Meine Brüder und Schwestern, auf einem Feigenbaum wachsen doch keine Oliven und an einem Weinstock hängen keine Feigen. Und eine salzige Quelle kann niemals Süßwasser hervorbringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, Jakobus braucht da sehr, sehr viele Bilder, um seinen Punkt klarzumachen. Genau genommen 6 verschiedene Bilder. Und wenn wir etwas merken, dann ist es, Jakobus ist es wirklich, wirklich ernst damit. Und ich glaube, wie wir reden, was und wie wir etwas sagen, das war zur Zeit von Jakobus relevant. Und das ist auch heute noch immer gleich relevant. Vielleicht sogar noch ein bisschen relevanter. Wenn man sich das ganze Internet anschaut,
Das Internet mit den ganzen Bloggern und Influencern und TikTokern und Twittern, die jetzt Xer heißen, und all die ganzen sozialen Medien. Das Internet ist voll mit Menschen, auch Christen, die zu jedem Brunz, und ich kann es nicht anders sagen, zu jedem Brunz noch irgendetwas zu sagen haben. Da werden täglich Tausende, Hunderttausende Zahnpastatuben ausgedrückt. Und heutzutage, glaube ich, kann man auch noch dazu nehmen, nicht nur das, was und wie wir etwas sagen, sondern auch das, was wir schreiben, ist relevant. Zur Zeit von Jakobus wurde relativ wenig geschrieben, es wurde hauptsächlich mündlich kommuniziert. Es gab noch keine Zeitung, keine E-Mails, keine Smartphones, keine WhatsApp, kein X, keine Kommentarfunktion von Zeitungen. Und ich bin mir ziemlich sicher, Jakobus würde heutzutage nicht nur von gesprochenen Worten, sondern auch von geschriebenen Worten reden. Was wir rauslassen, gesprochen oder geschrieben, hat oder ist relevant. Und darum lohnt es sich, so wie einen Filter zu haben, mit dem wir unser Reden immer wieder prüfen. Und zwar ehrlich prüfen. Dass wir eine Orientierung haben. Wie sieht denn ein Reden aus, das gezähmt ist, das einen guten Zügel hat? Wie sieht ein Reden aus, das auf einem richtigen Kurs ist? Wie sieht ein gebändigtes Reden aus, das nicht tödliches Gift verstreut, sondern wie eine heilende Quelle ist? Wie sieht ein Reden aus, das nicht ein zerstörendes Feuer wird, das alles niederbrennt, sondern ein Feuer, das wärmt, das Licht gibt, das Orientierung gibt. Ein Reden, das nicht verflucht, sondern segnet. Dem griechischen Philosophen Sokrates wird eine Geschichte zugeschrieben, in denen er 3 Siebe von unserer Kommunikation aufzeigt. Und das sind eigentlich ganz einfache, simple, aber ich finde sehr wertvolle Fragen. Die erste Frage, das erste Sieb ist es wahr? Ist das, was ich rauslasse, wahr? In Epheser 4,25, wo es um den neuen Menschen in Jesus geht, sagt Paulus, legt das Lügen ab und sagt einander die Wahrheit. Denn wir sind alle Glieder am Leib von Christus. Schau, wenn es nicht wahr ist, dann lass es sein. Auch keine alternativen Fakten. Das ist so ein Unwort, das in den letzten Jahren entstanden ist. Nein. Und auch halbwahr ist nicht cool. Ja, es könnte schon noch sein und immer ist ja schon etwas ein bisschen dran, vielleicht. Lass es sein. Und manchmal kann ein Nichts sagen, so ein feiges Schweigen, nicht meine Sache, kann eine Art von Vorenthalten von Wahrheit sein. Und man könnte es eine Variation der Lüge nennen. Und auch dieses zweideutige Reden, wo man nie recht weiß, ja, stimmt das jetzt, stimmt das nicht, man weiß nie, woran man ist, auch das ist eine Art von Unwahr, weil die Person gegenüber weiß ja eben nicht, stimmt's oder stimmt's nicht. Und egal wie, wenn unser Reden nicht auf Wahrheit basiert, dann kann kein Vertrauen entstehen. Und ohne Vertrauen kann keine wirkliche Gemeinschaft entstehen. Vertrauen ist der Boden, auf dem etwas wachsen kann. Ist es wahr? Die zweite Frage, das zweite Sieb ist es gütig? Ich habe da noch liebevoll ergänzt. Wieder im Epheser 4, im Vers 29 heißt dann, lasst kein faules Geschwätz, das Wort für faul hier könnte man auch mit verwesend übersetzen, so verwesendes Fleisch und stinkender, faulender Fisch. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. In Sprüche heißt es,
Ein gutes Wort zur rechten Zeit ist so lieblich wie goldene Äpfel auf einer silbernen Schale. Und dann in Sprüche 16, freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und gesund für den Körper. Und ich finde, das ist so toll, das macht so Lust, so zu reden. Auf ein wahres und auf ein gütiges Reden, das will ich. Und ich möchte auch noch etwas klarstellen. Also ich rede nicht von dauerlächelnden Christen, die mit säuselnder Stimme umhergehen und einander ständig sagen, wie toll und wie nett und wie hübsch und wie toll und nett und hübsch sie sind. Und alles ist immer wunderbar, Bruder, Schwester. Nein, ist es wahr? Und Wahrheit ist nicht immer toll und Wahrheit ist auch nicht immer schön. Und ja, natürlich dürfen und sollen wir wahr miteinander reden. Aber Wahrheit geht eben nur zusammen mit Güte. Wahrheit geht nur mit Gnade und mit Liebe. So wie Gott das mit uns macht. Und manchmal geht es ja eben gar nicht so sehr um das, was wir sagen. Weil der Inhalt, der wäre völlig okay. Es geht vielmehr darum, wie wir es sagen, mit welchen Worten, wann wir es sagen. Mein Mann sagt mir manchmal nicht jetzt und da hat er sehr recht. Wo wir es sagen, wie oft wir es sagen, in welchem Tonfall, mit welchem Blick und mit welcher Körperhaltung wir es sagen. Und es geht darum, ganz oft, warum wir es sagen. Weil das erste Sieb, das ist Wahrheit. Das zweite Sieb, das ist diese Güte, die Gnade, die Liebe. Aber nicht alles, was wahr ist, auch wenn ich es liebevoll verpackt habe, muss gesagt werden. So ist das dritte Sieb, ist es notwendig? Ist es hilfreich, habe ich noch ergänzt. Ja, bringt das was, wenn ich das sage? Braucht es das überhaupt? Ist es hilfreich? Schauen wir noch einmal den Epheser 4, 29 an. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, also was liebevoll ist. Was erbaut, das bringt was. Da werden Menschen erbaut, was notwendig ist und damit es Gnade bringe denen, die es hören. Das bringt was, das ist hilfreich, das ist notwendig. Bringt es dem, der es hört, etwas? Oder dient es vielleicht vielmehr dazu, dass du dich besser fühlst, so auf Kosten von anderen? Sprüche 25,12, auf die Ermahnung eines weisen Menschen zu hören, ist so wertvoll wie der schönste Schmuck aus Gold. Ich persönlich würde Ermahnung und Schmuck aus Gold nicht unbedingt gerade miteinander zusammennehmen. Ich finde Ermahnungen doof. Aber dort, wo unser Reden, wo es notwendig ist, wo es hilfreich ist, wenn es wahr ist und wenn es gekoppelt ist mit Liebe, Güte und Gnade, dann haben wir Worte, die erbauen, die Gnade bringen und dann kann sogar eine Ermahnung wertvoll sein. So wie der schönste Schmuck aus Gold. Und wieder merke ich, das macht mir Lust, so zu reden. Und es hat irgendwie gar nichts mehr damit zu tun, so, jetzt muss ich auch noch meine Zunge im Zaun halten. So blöd, ehrlich, Jakobus, eins nach dem anderen. Sondern es ist vielmehr, ja, das will ich. Ich will meine Zunge im Zaum halten, weil ich will so ein Reden, so wie es in den Sprüchen beschrieben ist. Zum Beispiel in Sprüche 15,4, eine sanfte Zunge ist ein Lebensbaum, eine falsche Zunge bricht das Herz. Meine Zunge, die Leben bringen kann. Weißt du, wie toll? Und wenn man mir da so zuhört, dann könnte man meinen, dass ich finde, dass unser Reden immer ganz gehaltvoll, immer ganz ernst und tiefgründig sein muss. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Leichtigkeit und Humor, manchmal auch Schärfe, hilfreich und manchmal auch sehr notwendig ist. Ich glaube, Humor kann heilsam sein, kann Leben bringen.
Nicht umsonst heißt es, Lachen ist die beste Medizin. Aber es braucht ganz, ganz dringend den zweiten Filter. Güte und Liebe, weil dann lachen wir miteinander und nicht übereinander. Und diese Grenze von miteinander zu übereinander, die ist sehr, sehr fein. Die Grenze, wo aus für gegen wird, die ist sehr fein. Und die empfinden ja auch nicht immer alle gleich. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich so sprüchemäßig manchmal ziemlich in Fahrt kommen kann. Und dann ist es manchmal wie so ein Zug, der fährt und ich spüre es dann nicht mehr. So den zweiten Filter, liebevoll, der ist weit da hinten und der dritte Filter notwendig, den habe ich noch gar nie gesehen. Da kommt einfach nur noch ein Spruch nach dem anderen raus und dann wird ganz oft aus lustig verletzend. Und aus heilsam wird dann ein Giftpfeil. Wieder aus den Sprüchen: Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Und ich fordere uns heraus, dass wir in den nächsten Wochen an ein paar Abenden uns Zeit nehmen, um unser eigenes Reden zu reflektieren. Denk noch mal so an die Situationen, die du am Tag gehabt hast. Situationen, mit denen du mit anderen Menschen geredet hast. Und ich mache jetzt da noch so eine Klammer auf, auch Situationen, in denen du mit dir selber geredet hast. Weil all das, was ich gesagt habe, das gilt nämlich auch, wie wir mit uns selber reden. Was du über dich selber sagst und was du über dich selber denkst, gilt alles auch für dich. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, Christine, schon wieder nicht geschafft. Typisch, wann werde ich echt den Tag erleben, wenn ich das noch anbekomme. Oder ob ich sage, Christine, schon wieder nicht geschafft, scheiße. Das ist tatsächlich eine Herausforderung für mich, aber ich weiß, Gott ist mit mir und diese Herausforderung nehme ich an. Es stimmt vielleicht, ich habe es wieder nicht geschafft. Aber die eine Formulierung, die macht zu und die andere Formulierung, die öffnet Perspektiven. Klammer zu. Also, ich fordere uns auf, dass wir in den nächsten Wochen die Situationen, in denen wir mit Menschen geredet haben und mit uns selber geredet haben, immer wieder reflektieren. So in Bezug auf diese 3 Filter. Ist es wahr? Ist es gütig und liebevoll? Und ist es notwendig und hilfreich? Und wenn du dann merkst, das gelingt mir noch nicht so, wie ich das möchte, ich habe meine Zunge noch nicht im Griff, und du dich dann vielleicht fragst, ja, wie schaffe ich denn das? Dann ist das vielleicht gar nicht so die richtige Frage. Die Frage ist vielleicht vielmehr, ja, was steuert mich denn da? Wer sitzt an diesem Ruder von meinem kleinen Ruder in meinem Riesenschiff? Wer hat die Zügel in der Hand? Und da geht es wie noch einen Schritt tiefer. Weil da geht es zu unserem Herz. Was in deinem Innersten ist, was in deinem Herz ist, das steuert dich. Und da ist sozusagen unser Steuermann. Und da merken wir, dass unsere lieblosen Worte vielleicht etwas mit unseren Sorgen und unserem Stress zu tun haben. Oder mit unserer eigenen Unzufriedenheit. Dass unsere stolzen und überheblichen Worte, unsere abwertenden und verletzenden Worte, dass sich das über andere lustig machen und sich damit über andere stellen, von unserer eigenen Unsicherheit herkommen. Unser Schweigen im falschen Moment, vielleicht so von unserer Sehnsucht nach Anerkennung und angenommen zu sein. Und unser Rededurchfall mit Angst, nicht gesehen und gehört zu werden. Und so weiter und so fort. In Matthäus 12, 34 steht, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich habe nur einen Teil der Predigt hier drüber. Ja, mein Assistent bringt mir den Rest. Nein, ja genau. Wir haben eine Abmachung, oder nein, er hat eine Abmachung, er sagt immer, in deine Tasche schaue ich nicht, da weigert er sich, weil die ist so chaotisch, darum bekomme ich alles.
Das ist der letzte Teil. Vielen Dank, Messi. Genau. Jetzt fällt das auch noch. Was in unserem Herzen ist, das merken wir. Was in unserem Herzen ist, das merken wir. Das ist auch das, was bei uns herauskommt. Und da ist Jesus in seiner Liebe, in seiner Vergebung, in seiner Wahrheit und in seinem Angenommensein und in seiner Stärke. Und da kann unser Herz mit seiner Liebe und seiner Stärke gefüllt sein. Dort bei Gottes Liebe fängt alles an und hört alles auf. Und jetzt sehe ich, dass mit meinem ganzen Gehuste und allem die Zeit noch weiter fortgeschritten ist, als ich befürchtet habe. Aber ich möchte einfach so im Kurzdurchlauf noch so ein paar Anregungen mitgeben, auf die wir uns achten können, damit unser Umgang mit der Zunge sich auch in eine Richtung bewegen kann, wie sie in den Sprüchen beschrieben ist. Und diese Anregungen, die sind relativ ungeordnet, sie sind auch überhaupt nicht vollständig. Ergänzt du deine Anregungen. Kindergärtner lernen fürs Überqueren der Straße einen Spruch, der heißt: Warte, schaue, hören, laufen. Ich glaube, für unser Reden ist es gut, den Spruch zu haben: Warte, hören, denken, reden. Und meine Familie sitzt wahrscheinlich da und denkt sich, ich hoffe, sie hört sich selber sehr, sehr gut zu. Das ist mein Merkspruch und das ist meine Anregung. Und da leide ich wirklich manchmal drunter. Sprüche heißt, du kennst jemanden, der redet, ohne vorher überlegt zu haben. Ich sage dir, für einen Dummkopf gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Warte, hören, denken, reden. Manchmal ist es besser, gar nichts zu sagen. Ich habe vorher gesagt, dass so ein feiges Schweigen manchmal wie eine Art von Lüge ist, aber es gibt eben auch dieses weise Schweigen. Dort, wo du merkst, jetzt kommt nichts Gescheites mehr. Jetzt bin ich einfach besser ruhig. Wer viele Worte macht, wird sicher schuldig, heißt es in Sprüche. Lass uns angewöhnen, mit und nicht über andere zu reden. Und dort, wo das Lästern so anfängt, das hinter dem Rücken reden, wechsel das Thema, geh weg, aber halt dich da raus. Für und nicht gegen andere reden, das habe ich vorher schon gesagt. Diese Grenze ist sehr fein und es lohnt sich, diese Grenze immer wieder mal abzuchecken. Bei uns im Schulzimmer hängt ein Satz, der heißt: Lustig ist, wenn es beide lustig finden. Gib echte Komplimente. Es ist gut, einander echte Rückmeldungen zu geben, positive Rückmeldungen zu geben. Und wir Schweizer, wir sind da manchmal so ein bisschen, ja, nicht zu viel des Guten. Ne? Aber ich glaube, positive Rückmeldungen sind so wichtig. Und je echter, je differenzierter sie sind, desto wertvoller. Also nicht nur ein, hey, super gemacht, sondern was war dann super? Super Worship heute Morgen. Es hat mich so berührt, das meine ich wirklich so, mit welcher Energie und mit welcher Power ihr da reingestiegen seid. Weil ich habe mich nicht so gefühlt. Und mir hat das so gut getan. Vielen Dank. Achte auch deine Wortwahl. Geh mal im Internet schauen, nie immer Ich-Botschaften statt Du-Botschaften. Find da Sachen heraus. Und zum Schluss zurück zum Anfang. Wir machen Fehler. Ich werde mit meinen Worten wieder Fehler machen und du auch, das kann ich dir sagen. Entschuldigen wir uns. Stehen wir dafür gerade und entschuldigen wir uns echt und ehrlich für unsere Worte. Und ich glaube, das ist gerade, wenn man Eltern ist, ganz wichtig. Machen wir das immer wieder, auch unseren Kindern gegenüber. Eine sanfte Zunge ist ein Lebensbaum. Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Redet, was notwendig ist, was er baut, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Das wünsche ich mir. Vater im Himmel, du bist der diese Worte des Lebens hat. Du hast gesprochen und die Welt ist entstanden. Du bist der Worte des ewigen Lebens hat. Und wir sind hier und wir wünschen uns, dass unser Reden in diese Art gehen kann, dass wir aussprechen und es entsteht was Gutes, es kommt Leben. Dass wir eine Kirche sind, wo wir einander
dieses Leben zusprechen können. Und du weißt, es ist nicht immer einfach. Und so bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du uns führst und leitest und dass du uns hilfst, mit diesen Filtern unser Reden immer wieder anzuschauen. Ich danke dir für deine Liebe. Amen.